Abend, gute Nacht, guten Tag, wann immer du da bist. Ich sehe in Deutschland Tausende, die auf die Straße gehen und die protestieren. Und ja, in Deutschland ist die Polizei in der Regel, wenn man Regel hier schon nennen kann, brutaler. Es gibt sie auch, die brutalen Polizisten hier in der Schweiz, in Zürich schon mehrmals aufgefallen, zum Beispiel in St. Gallen genauso. Zu Tausenden gehen die Deutschen auf die Straße. In der Schweiz sind es ganz wenige hundert. Und vor denen verneige ich mich. Ich habe die größte Achtung und Respekt, dass es Leute gibt, Menschen gibt, die wirklich hinstehen. Doch das reicht nicht. Es reicht nicht. Es braucht uns alle. Bemerkt ihr nicht, dass hier eine Diktatur eingerichtet wird? Bemerkt ihr es wirklich nicht? Es ist unglaublich. Aus der Stadt Zürich weiß ich, dass Menschen, die in Alters- und Pflegeheimen sind, einen Brief bekommen haben. Sie sollen doch bitte nicht ins Spital gehen und das Formular unterschreiben, dass, wenn sie positiv Corona getestet seien, nicht ins Spital gehen. Ich rede schon seit Monaten jetzt von einem Senizid. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass im letzten Jahr aus der EU die Worte gekommen sind, wir müssen die Alten loswerden. Ich vermisse in dieser Zeit bei vielen Menschen, bei den meisten Menschen, die Menschlichkeit. Und wenn man darauf hinweist, dass dieser Viruswahn ein Wahn ist und eine Erfindung ist und eben nicht das ist, was uns gesagt wird, dann wird jeder und jede einfach runtergemacht, lächerlich gestellt oder schlicht und einfach gerufmordet. Macht euch bitte mal ein paar Gedanken, ihr lieben Dummschwätzer. Ihr könnt ja auch mal zur Kenntnis nehmen, dass in den letzten beiden Jahrzehnten der IQ global um 20 Punkte gefallen ist. Möglicherweise gehört ihr auch dazu. Und nur dumm zu schwatzen, sich nicht informieren, breiter informieren, sich alles sagen zu lassen, dann zu kuschen und sich zu unterordnen, das ist kein Menschsein, das ist kein Freisein. Wir hier in der Schweiz, wir haben Möglichkeiten, noch immer, trotz dem Notrecht. Wenn wir aufstehen, können wir ändern. Wir haben unserer Polizei und unserem Militär klar zu machen, dass sie für das Volk, für die Menschen und das Land da sind und nicht für die Autoritäten im Bundeshaus, die die Macht an sich gerissen haben und nur noch Scheiße bauen. Sie bauen Scheiße, wirklich, sie bauen Scheiße für die kleinen Unternehmen, sie bauen Scheiße für das Leben älterer Menschen, sie bauen Scheiße für dich und für mich. Das kann es nicht sein. Und es kann nicht sein, dass es Richter gibt, die das noch verteidigen. Wer sich ein bisschen informiert, weiß sofort oder sehr schnell, weiß, dass noch überhaupt nie
ein Virus gefunden wurde, betrachtet werden konnte, mit den größten, besten Mikroskopen ist das nicht möglich. Es ist eine Erfindung. Es gibt Erreger, das gibt es. Das sind Bakterien und das sind Sporen von Pilzen. Das ist Virus. Nein, gibt's nicht. Doch es gibt Tests, die weisen dann von deinem Blut irgendwas aus. Und das nennen sie dann Corona oder SARS oder Ebola oder Vogelgrippe oder welchen Mist auch immer. Sie verarschen euch, sie verachten euch und sie wollen euch weghaben. Wir sind zu viele für sie, obwohl wir alle Menschen dieser Welt in den Staat Texas oder in Deutschland unterbringen könnten, mit Garten vor dem Haus. Könnten wir. Wir haben nicht so viele Menschen auf diesem Planeten. Das ist eine unglaublich krankhafte Einstellung, die da propagiert wird von Typen wie Bill Gates oder George Soros oder den Rockefellers, überhaupt von den Philanthropen und von den Weicheiern der Politik und der Wirtschaft. Aber nur der Großwirtschaft. Die Konzerne, die verdienen sich den Arsch goldig. Das ist das allergrößte Geschäft, das es überhaupt gibt. Da reichen Billionen nicht aus, die hier verdient werden. Mit einer Lüge und mit dem Instrument, mach Angst, du sollst Angst haben. Angst, 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 Angst. Das soll in dich reingepflanzt werden. Das ist das Virus. Angst. Informiere dich und du wirst feststellen, dass es keine andere Möglichkeit mehr gibt in diesem Jahr, als dass die Hälfte der Kleinbetriebe in diesem Land bachab gehen, Konkurs gehen oder aufgekauft werden von den Großen, von den Konzernen, die dann zum Spottpreis einkaufen. Und was heißt es, wenn wir keine kleinen Firmen mehr haben? Was heißt das dann? Dann sind wir wieder abhängig vom Diktat der Großkonzerne. Das ist der Teufel. Das Geld. Das Geld ist der Teufel. Und das ist das Zeichen, das 666. Das ist nichts Religiöses. Das ist etwas Dunkles, Böses und Unförderliches und Lebensfeindliches. Das ist es. Und nicht umsonst heißt ja das Patent für den Mikrochip, der dann mit der Impfung kommen soll, heißt er deutsch und deutlich WO 2020 06 06 06. Nachzulesen im amerikanischen Patentamt. Eingegeben von wem auch immer, Bill Gates. Dieser Schwachkopf, der nur noch in 1010011100 denken kann, dieser Schwachkopf, der absolut jenseits von jeder Menschlichkeit ist, sponsert alles und diktiert alles, was ihm dazu hilft, die Menschheit zu verkleinern. Weil er und seine Philanthropen Jungs und Logenbrüder der Meinung sind, wir seien zu viele. Ich bin der Meinung, die Leute sind zu viel. Das ist zu viel, was die tun. Und diese Menschen gehören im Mindesten ins Gefängnis, in eine geschlossene Anstalt.
Das geht so nicht weiter. Und dass dann jede Regierung kuscht, weil sie Verträge hat mit UNO oder mit NATO oder mit WHO, das geht dann schon gar nicht. Wenn die Regierungen schon erkannt haben, was da läuft, und sie wissen es, unsere Regierung weiß es schon seit dem letzten Jahr spätestens. Sie ist schon früher informiert worden von den Geheimdiensten, was da in der WHO abläuft. Dass der Bill Gates die WHO buchstäblich übernommen hat, 4 Milliarden Dollar reingepumpt hat und jetzt die Weltgesundheitsorganisation diktiert und natürlich stellvertretend lenkt. Als Chef tritt er nie auf. Außer bei Microsoft, wo er mit den Viren ja nicht umgehen konnte. Und jetzt will er es im richtigen Leben probieren. Mit Lügen, mit Angstmachen und mit Erregern, die gezüchtet werden. Da bin ich überzeugt. Die werden gezüchtet in den Labors. Warum denn hat das Labor in Wuhan 2,5 Millionen Dollar bekommen von Bill Gates, also Bill und Melinda Gates Stiftung? Warum wurde ein Drosten in Deutschland, der Hyperpapst der Pandemie in Deutschland, von Bill Gates gesponsert? Oder das Robert-Koch-Institut gesponsert? Warum? Weil Bill Gates will, dass es so läuft, wie er will. Und dann sind die Mächte UNO und EU. Und da ist die Merkel, der ich heute ohne Respekt begegne. Echt. Das ist ein Untier. Das ist kein Mensch mehr. Das hat mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun. Sie hat sich entfernt. Sie hat einen menschlichen Körper. Doch der Geist ist jenseitig vom Menschsein. Ich kann solche Menschen nicht mehr achten oder respektieren. Das hört jetzt nun auf. Und das geschieht gegenwärtig bei mir direkt auch mit Gerichten oder mit Richtern und Staatsanwälten und Verlagen, Tagesanzeiger zum Beispiel. Ich kann solche Typen nicht mehr achten und respektieren. Kann ich nicht, will ich nicht. Und das ist auch richtig so. Weg von mir. Und das solltest du auch sagen. Weg von mir. Das sollten wir uns alle nicht nur überlegen, sondern tun. Auf die Straße gehen und die Leute fortjagen. Oder punktum einen Generalstreik, wirklich einen Generalstreik und einen Steuerstreik per sofort einleiten. Wir haben das Recht, uns zu wehren, wenn wir ungerecht behandelt werden. Dieses Recht können wir für uns als freie Menschen in Anspruch nehmen. Und da, ich deute nochmals darauf hin, liebe Polizisten und Polizistinnen, wenn ihr Gewalt anwendet, macht ihr euch ganz direkt und persönlich haftbar. Informiert euch. Da kann der Chef euch sagen, was er will. Wenn ihr jeden Befehl einfach befolgt und nicht hinterfragt und dann gewalttätig werdet, dann seid ihr es. Ganz persönlich, liebe Polizisten und Polizistinnen, das ist direkt an euch gerichtet. Ihr haftet selbst für alles, was ihr tut. Ja, das muss man den Polizisten und Polizistinnen, die sich korrekt verhalten, nicht sagen.
Doch leider sehen wir in den letzten Tagen immer mehr, auch in der Schweiz, Brutalität von Seiten der Polizei. Gegenüber friedlichen, wirklich friedlichen Menschen, die für ihre eigene Stimme hinstehen oder sitzen. Friedlich, ruhig. Und es wird Gewalt angewendet. Das darf nicht sein in diesem Land. Das darf nicht sein. Es soll jeder in seinem Land schauen, wie er kann und jede. Und wir haben auch für unsere Freiheit einzustehen. Umsonst bekommen wir die nicht mehr zurück. Ganz bestimmt bekommen wir unsere Freiheit nicht mehr zurück, wenn wir jetzt nicht ganz klar unsere Stimme erheben und klar machen, dass dieser Bundesrat falsch handelt und sofort, unverzüglich diese Sache abblasen tut. Wenn das nicht geschieht, ja, wird es möglicherweise wieder Standgerichte geben. Das könnte durchaus kommen. Noch was. Liebe Schweizer Armee, erklärt doch mal bitte dem Schweizer Volk, was das soll, was ihr am Montagnachmittag gemacht habt im St. Galler Rheintal, über dem St. Galler Rheintal mit euren Kampfjets. Warum schreibt ihr ein Q in den Himmel? Warum? Weil alle glauben sollen, Q sei unser Messias. Nein. Von einer Unterdrückungsmacht in die andere Unterdrückungsmacht zu kommen, ist vom Regen in die Traufe zu kommen. Das bringt's nicht. Ich möchte gern wissen, was ihr damit sagen wollt. Und wenn es Piloten sind, die das von sich aus gemacht haben, es geht ja auch anonym. Versucht's doch mal, den Menschen mitzuteilen, was das soll. Denn ich beobachte etwas. Ich sehe Menschen, die komplett auf QAnons abfahren. Komplett. Die hinterfragen nichts mehr. Die nehmen alles an, was da kommt und halten alles für real. Und das ist schon so. Ist es eben nicht. Überhaupt nicht. Es gibt einige Dinge, die geworden sind in den USA. Und die haben global auch Auswirkungen, ganz klar. Aber das ist, wie gesagt, vom Regen in die Traufe. Das ist nicht die Auflösung des schlechten Systems, um ein wirklich menschenförderliches, lebendiges, neues, freies System zu installieren. Nein, es ist wieder eine ganz klar konstruierte Macht. Und die unterdrückt. So oder so. Putin und Trump sind nicht unsere Heilsbringer. Sie können natürlich die Kabale der Gegenwart jetzt bekämpfen und das tun sie in meinen Augen ziemlich gut. Doch was danach kommt, nein, das ist ja so romantisch solltest du nicht sein. Dann tropft's schon, so süß ist es und so naiv. Da sollten wir schon auf dem Boden bleiben, ein bisschen selbstkritisches Denken und kritisches Denken üben. Das wäre, denke ich, mal hilfreich für jene, die sich so QAnon verschrieben haben. Das ist geradezu auch wieder ein False Flag. Das, was ja alle, die dort sind, bei den QAnons, nicht wollen.
Es ist dasselbe, wie die Österreicher und die Deutschen nach ihrem Kaiser rufen. Es ist praktisch dasselbe. Wenn ich ein freier Mensch sein will, will ich doch keinen Kaiser haben. Wie doof ist das? Nee, nee, nee. Wir sind jetzt in dieser Zeit angekommen, wo es möglich wird, die Welt, die Menschenwelt zu befreien. Die Wirklichkeit werden zu lassen, dass es keine Sklaven mehr gibt. In diesem Zeitpunkt, bei dieser Schwelle, stehen wir jetzt. Und jetzt liegt es an uns. Wie gesagt, die Freiheit wird uns nicht geschenkt. Wir müssen uns für unsere Freiheit bemühen. Wir müssen einstehen für sie. Und wer das nicht begreift, der fällt wieder auf die Schnauze. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Wir sind eines der freiesten und demokratischsten Länder dieser Erde. Und wenn nicht wir hier, wer dann? Wir hier können das tun. Das wäre nicht das erste Mal. Es liegt an euch allen, an dir und mir, an allen hier, einzusehen, dass wir betrogen wurden von ganz schlimmen Fingern. Guten Abend, gute Nacht, schönen Tag.